Ciao zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sind wir ein Fantasy Basel wieder gesehen und heute machen wir ein paar Umfragen auf Nerd-Style. Das heisst, ich werde jetzt irgendwelche Leute fragen und die geben mir dann Antworten. Ja, ich würde sagen, fangen wir an. Ah, noch hinter der Kamera ist der Siru. Spaß! Bist du bereit? Ja, hallo, ich bin Rinis World. Iris. Rinis World. Rinis World, also, in unserer Beschreibung. Ja, das Mikrofon läuft. Wir haben hier den Silly HD, Link in der Beschreibung. Und fragen wir jetzt die Frage. Also, hallo, wir haben einfach Saiyan, auch Super Saiyan entwickelt. Ja. Ja, Link in der Beschreibung. Wir haben hier den Bob Ross dabei. Wir interviewen jetzt den heute. Ja. Wir haben hier den Nils Wirth, ein Sucher, oder was bist du? Jawohl, Sucher. Sehr schön. Wir haben hier den Flash. Ihm seine Antworten tun wir in Slow-Mo abspielen, weil er sonst einfach zu schnell redet. Wir haben hier R2-D2. Ich frage Orti ein paar Fragen. Was würdest du mit den Dragon Balls machen? Okay, sorry, wir werden dich nicht stören. Hey, schön, ciao. Wir haben hier den Spider-Man gefunden. Jetzt frage ich den auch noch ein paar Fragen, ob der auch ein bisschen aus anderen Universen Kenntnisse hat. Also wir haben hier den Arrow getroffen und dann interviewen wir den natürlich auch interviewen. Wir haben hier Harry Potter, für ein Interview gefragt. Was würdest du mit den 7 Dragon Balls machen? Also, wir haben hier einen Wolf gefunden. Jetzt fragen wir dich, was würdest du mit den Dragon Balls machen? Okay! Sagen wir jetzt, go Film schauen. Film schauen. Also, du gehst mit den Dragon Balls Film schauen? Den Krieg in der Welt beenden. Sehr schön. Typische Antwort von Frau. Den Weltfrieden wünschen. Weltfrieden, sehr schön und jedes Ziel. Ich kenne Dragon Ball nicht. Ich würde sie umwerfen. Umwerfen, sehr schön. Die Leute am Kopf so richtig fest. So. Vollgas, ja? Schatz. Was? Nein, ich bin gerade am Ende. Das kannst du nicht jetzt machen. Nicht jetzt, bitte. Geht's? Wir brechen das Video hier ab. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. Ja, es ist Schluss gemacht. Aber es geht, machen wir weiter. Also machen wir weiter? Ist fertig. Aber ich glaube, der kommt irgendwie so der Drache oder so, nicht? Ich habe es nie geschaut, tut mir leid. Ja, was machst du denn? Okay, dann kommt der Drache und dann wünsche ich mir etwas. Ich würde natürlich ein wunderschönes Bild davon kreieren, ganz klar, logischerweise. Und nicht zu vergessen, ich würde natürlich einen großen alten Baum hineinfügen. Ich würde einen Rock herausfordern. Und natürlich gewinnen, weil ich habe hier die Dragon Balls. Ja. Also. Sammeln und verkaufen. Essen. Ewiges Leben. Ewiges Leben. Super, wenn du schon eine Superkraft hast, brauchst du ja nichts anderes. Das, was sich jeder kleine Bub würde wünschen, nämlich selber ein Saiyajin zu werden. Vermutlich ein dickes Omelette-Braten. Was würdest du als Harry Potter dir wünschen? Hermine, oder? Ja, genau, ja. Mit welchem Pokémon kämpfst du gegen einen Gyarados? Pikachu ist das einzige, was ich kenne. Super, das ist Elektro. Ich würde die Glumanda nehmen, weil das ist mein Lieblings-Pokémon. Es geht auch was. Pikachu. Normales Pikachu. Nein, okay, das ist ein bisschen langweilig. Darum nehme ich jetzt den. Weil es noch Fee hat und ab der 6. Generation ist Gyarados ja tatsächlich die Megaform Unlicht noch dazu. Und Fee gegen Unlicht ist, glaube ich, zweifache. Das passt. Ich muss nicht mal Musik einstellen. Hey, super. Genau, ist zweifach effektiv darum. Ja. Das wäre ich selber. Ich bin Bob Ross. Alpolo, Traumfresser, Telekinese. Super. Wohin genau? Joker, willst du etwas sagen? Joker? Jedes Elektro-Pokémon, was es gibt. Super. Was ist ein Schnatz? Der einzige Ball, um den du dich kümmerst, ist der. Der goldene Schnatz. Der gefällt mir. Ja, jetzt noch. Abwarten. Wenn du den fängst, Potter, gewinnen wir.
Wahrscheinlich irgendein Fabelwesen wahrscheinlich. Oder eine Aktion von irgendeinem Flügel oder so. Ich stelle mich jetzt so blöd an. Wahrscheinlich schon, ja. Also das sind so nach Vogel irgendwie so. Tipptopp. Spatz abgeleitet. Wieso? Das ist doch das Moment Quidditch bei Harry Potter, wo wir fangen zum Gewinnen. Perfekt, tipptopp. Das ist ja der goldige Ball von Harry Potter, das weiß ich. Erstens ist der goldene Ball mit den Flügeln, der beim Quidditch bei Harry Potter gespielt wird, einer von 4 Bällen und der geht 150 Punkte. Wenn man den Ball findet, ja, hat man 150 Punkte und das Spiel ist beendet. Der Schnatz ist eine wunderbare Farbe auf meinem Bild, welches ich heute Morgen gemalt habe, ganz klar. Das ist beim Quidditch der Ball, der durch die Gegend fliegt, der die meisten Punkte gibt, den der Sucher finden muss. Schnatz ist das goldene Böllendings vom Harry Potter. Ich weiß es, ich kenne mich aus. Musst mich nicht testen. Super. That's great. Wait. Thanks. Was würdest du jetzt machen, wenn du von einer Spinne gebissen wirst? Ich werde den armen kleinen Freund, der mich versehentlich wohl gebissen hat, sanft heraustragen und ich werde ihm verzeihen. Dann schaue ich, ob es da schon weiss wird und ich schon das Netz machen kann. Zu probieren, ob es überhaupt funktioniert. Da habe ich 2 Fähigkeiten. Du wärst der Spider-Flash. Spider-Flash! Super, hey, sicher! Wäre es eine radioaktive Spinne? Weil dann müsste ich wahrscheinlich nach New York ziehen. Natürlich das Böse bekämpfen und Spider-Girl, Spider-Woman. Ja, keine Ahnung, ich baue mir einen Spider-Man-Anzug. Mit diesem Biss würdest du nachher die Welt retten? Ja, also circa. Okay, super. Ja, ich hoffe, es wächst mir nicht noch nicht der Arm oder nicht das Bein oder so. Oder so, weißt du, so ein dickes Arsch. Oder das. Ich bete dafür, dass ich Spider-Man werde. Ich gehe mein Keim versteckt durch Kräuter von Lian Yu auf meine Wunde. Dann verheilt es wieder. Ilania Maxima heisst der, glaube ich, oder so. Oh, ist das ein Heilig einfach? Ja, ich glaube es, ja. Nein, das ist einfach gegen die Spinnen. Kommt darauf an, ob sie giftig ist. Also wenn sie giftig ist, gegen Gift nehmen und sonst ja, aber Brühe nicht gucken. Okay, gut. Du bist also nicht zum Spider-Man? Nein. Okay, gut. In Panik ausbrechen, darauf hoffen, dass sie Superkräfte bekommt. Sehr gut, auf das wollte ich raus. Gut. Dann beiß ich zurück im Fall. Vollgas, wirklich ohne Pardon. Vorsicht mit meinem Habergut. Ihr seid widerwärtig. Eine Hand wäscht die andere, Liebes. Ich habe euer Leben gerettet und ihr meins. Wir sind quitt. Gentlemen, Milady, ihr werdet diesen Tag nie vergessen, an dem ihr Captain Jack Sparrow beinahe geschnappt hättet. Ihr werdet diesen Tag nie vergessen, an dem ihr... An der Fantasy Battle wart. Der Zero abonniert haben. Der Zero! Mir etwas leid da hat. Ihr werdet diesen Tag nie vergessen. Ich bin selber in einem Video drin bin. Danke vielmals! Dieses geniale Bild gemalt habe, an dem ich diese wunderbaren Berge gemalt habe, als das Wasser sanft um die Füße des Berges herumschwang. Ja, und ich meine, es ist ja wunderschön, alles die Welt um uns herum. Ihr werdet diesen Tag nie vergessen, an dem ihr... Captain Jack Sparrow und der Kate hinten raus. Den Flash gesehen haben, wenn er euch die Hose scheisst. Hypergeschwindigkeit, sage ich da nur. In der Milano einmal durchs Universum geflogen seid. Sehr schön. Captain Jack Sparrow beinahe geschnappt hättet. So, letzte Frage. Darf ich deine Haare anlängen? Ich bitte dich. Oh, okay. Merci vielmals. Danke vielmals. Hey, super. Junge, darf ich auch noch etwas dazu sagen? Ich liebe den Cebu.